gut beieinander. Mr. Mozart, Mr. Boxer, Mr. Billingham, Mrs. Semkrowave. Ihr seid wieder pünktlich wie die Feuerwehr. Der Wifi hast du es doch geschafft schon, ja? Ist doch zauberhaft. Ist doch äußerst zauberhaft. So, ihr merkt, die ganz findigen und denken, ich habe eine neue Matten. Ja, bei mir haben sie das Feuer ein wenig gestutzt. Das Winterfeuer ist runtergekommen, endlich. Ich habe mich schon überhaupt nicht mehr wohlgefühlt da mit der Matten. Und jetzt ist mein Kopf gleich mal 3 Kilo leichter so gefühlt. Aber gut, jetzt ist mehr Platz für Luft, dass ich mich in den Ellenring ein wenig mehr konzentrieren kann. Das soll helfen, habe ich gehört. Ja? Je nachdem, inwiefern Deutschland wir uns wieder anstrengen. Dann hast du schon recht lang Winter. Ich glaube, du hast da nie Sommer gehabt. Na, spannend. So, geht's uns gut? Wie haben wir denn beieinander? Ja? Sind alle auf dem Dampfer? Ich hoffe doch. Ich hoffe, dass jeder flauschig drauf ist, was Gesundheit angeht. Ja? Und auch so ist es natürlich auch nicht schlecht, wenn es flauschig drauf hat. Wichtig ist, dass jeder sorgenfrei ist. Meine kurzen Hosen und die offene Balkontür sagen was anderes. Hey, ja, von mir aus bleibt das wieder jetzt die nächsten Wochen. Also hätte ich nichts dagegen. Also ich finde das echt zauberhaft. Ja? Man geht jetzt aus. Ich bin halt das erste Mal seit gefühlt 3 Jahren mit dem T-Shirt draußen gewesen. Ja? Erst bin ich rausgegangen, weil ich noch einkaufen war und dann halt eben beim Friseur. Und dann habe ich meine ganz normale Trainingsjacken mehr oder weniger angehört. Und selbst mit der ist mir zweimal geworden. Also, ich glaube, ich habe jetzt nur meinen Wetterbericht gehört, angeblich kriegen wir ab April 25 Grad. Ja? Ich war dafür. So habe ich glaube ich gestern schon gesagt, aber ist wurscht, ich sag's der Vollständigkeit selber lieber noch einmal. Ich habe heute früh um 6:30 Bescheid gekriegt, dass heute kein brauchen. Da ich noch daheim war, habe ich dann frei genommen. Ja, 11 von 10 da ich sagen. Das nehme ich sofort. Ja? Mrs. Wifi, alles richtig gemacht. So. Wochenende naht und geiles Wetter. Für mich ist halt Freitag. Ich habe halt noch eine Nachtschicht und morgen beginnt für mich die Freischicht. Ja? Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag frei. Zauberhaft. Ich kann mich nicht beschweren. Ja? Das vermisst man keiner mehr. Auch Ellenring nicht, glaube ich. Ich hoffe. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich seit 5 oder 6 Wochen quasi nur mehr T-Shirts. Ich habe die ehrlich gesagt auch noch nie mit was anderem gesehen. Ja? Also ich habe die auch im Stream noch nie mit einem Pulli umeinander sitzen sehen. Oder generell. Also ich kenne die quasi nur mit T-Shirt. Ja? Wahrscheinlich hast du, wenn du streamst, da Unterhosen an. Du hast die Kamera so eingestellt, weißt du schon. Ich hab gehört, die Pro-Gamer, die spielen ohne Hosen. Ja? Da ich kein Pro-Gamer nicht bin, habe ich normale Hosen noch. Ja? Schauen wir mal, wie es dann im Sommer ist, im Juni, Juli, wenn in dem Zimmer da drin wieder 40 Grad haben, gefühlt. Es war damals, also was heißt damals, war letztes Jahr eine richtige Umgewöhnung, wie ich einen PC gekriegt habe im Mai, oder nein, Juni meine ich einen PC gekriegt, ich weiß nicht mehr genau. Und natürlich geht vom PC auch irgendwann einmal eine gewisse Wärme da, ist ja logisch, weil der wird ja warm, wenn man zockt. Es war dann so ungewohnt, dass ich mir dann letztendlich einen Ventilator gekauft habe. Einen aus Alu, ja, nicht so einen billigen Plastikventilator, sondern einen aus Alu. Und glaubt mir, der plaudert so stark, da habe ich Angst, dass man Pflauschknädel aus dem Stall raussaugt. Ja? Ja, Alter, bei mir in der Bude hat es die ganze Zeit mindestens 18 Grad. Das ist viel zu warm für mehr als ein T-Shirt. 18 Grad, ja gut, okay. Ja, okay. Bei uns waren jetzt in der Regel 21. Außer im Sommer. War super, weil spontan auch noch meine Sister vorbeigeschaut hat. Normal war die ja nicht daheim gewesen. Von daher sau gut gelaufen. Und alles, was ich normal morgen machen müsste, ist quasi schon erledigt. Ja, ich sage mal so, das sind einfach 2 Flügen mit einer Klappen. Also perfekt. Top Wetter, spontan freikriegen, nicht arbeiten müssen. Da kannst du eigentlich nicht stark aus. Du musst einen Deckenventilator kaufen. Beste Idee, die wir bisher gehabt haben. Ja, in der Mietwohnung scheiße. In der Mietwohnung tatsächlich scheiße, weil du musst für jedes scheiß Loch musst du später wieder, ne? Aber ich meine, für über ein Auto tut's der. Ja, müssen wir dann sowieso schauen. Jetzt demnächst stehen einen Streamplan technisch sowieso andere Sachen an. Da müssen wir mal ummodeln dann. Da weiß ich aber noch ehrlich gesagt nicht so genau, wie wir das dann handhaben. Weil ab Mai geht bei mir Tennissaison an. Das heißt, die Wochenend-Streams werden massiv kürzer werden oder massiv weniger werden. Also vor allem der Sonntagsstream ist da betroffen. Also Sonntagsstreams wird es nahezu keinen mehr geben. In der Früh zumindest. Vielleicht dann mal spontan einmal abends anmachen. Das kann durchaus möglich sein. Weil da ist einfach das Tennis jetzt wieder dann im Vordergrund. Und da muss ich dann schauen, wie wir das streamtechnisch handhaben. Ja, aber ich bin nicht aus der Welt. Also das heißt jetzt nicht, dass ich im Sommer gar nicht streame, um Gottes Willen. Also
Nicht, dass jetzt da einer schon einen Schlaganfall kriegt und sagt, der Bazi streamt nicht mehr, was tue ich mit meiner Zeit? Ja, Aussiege vielleicht. Kriegen wir alles hin. Aber das Einzige, was ich bis jetzt Stand jetzt sagen kann, ist, dass die Sonntagsstreams so ab Mitte Mai reduziert werden. Das auf jeden Fall. Unter der Woche wird es nach wie vor so bleiben, wie es ist. Außer es hat wirklich exorbitante Temperaturen, dass du nicht streamen kannst. Dann, aber das ist Zukunftsmusik. Ja? Da soll sich meine Zukunfts-Ich kümmern drum. Ja, 40 cm Industrieventil um den Tisch steht. Was soll denn das jetzt sein? Wir haben auch einen Mitwohner und der ist mit Licht und da aufgehängt, wo normal die Lampen hängt. Ja gut, aber dann ist es eine Finsterin. Gut, ich hätte jetzt... Ja... Ja, mal schauen. So ein Industrieventilator. Ja, du fällt dir aber dann nichts mehr, gell? Ein Industrieventilator. Ich wüsste dann Alternativen zum Anschauen, ja. Ja, wie gesagt, den, wo man da letztes Jahr gekauft hat, der tut's überall hin dabei, ja. Der steht dann da hinten irgendwo, praktisch, also direkt hinter meinem Stuhl, so schräg hinter meinem Stuhl, der bloß dann da von der Seite ein wenig her. Das Mikro war auch nicht betroffen, also war's okay, sag ich jetzt einmal, ja. Ja, oder so. Oder so. So. Jetzt, Freunde, meine, begeben wir uns in Elden Ring, da ich sagen. Hä? Was hält man da davon? Das glaube ich ist eine Idee. Da machen wir nochmal leise. Easy. So, Freunde, ich habe ein neuer Bild gemacht. Das heißt, ich nicht, ich habe mir von YouTube angeschaut. Und zwar spielen wir mir jetzt zwar wieder Doppelkatana, was wir ja an und für sich ja schon kennen, aber wir spielen nicht mehr mit den Standard-Katanas, sondern mit zwei ganz neue, die habe ich mir besorgt. Eine ist ja relativ, ja, die kannst du relativ bald im Spiel kriegen und die anderen kriegst du leider erst ziemlich spät im Spiel. Werden gleich mehr sagen dazu. Beziehungsweise jetzt war es interessant, ob der Mr. Day Zero da war, weil der soll dann nochmal Meldung geben, wenn er da ist, weil dem muss ich jetzt sagen, der hat mich heute auf dem WhatsApp gefragt, was ich für Aschen nutze. Ja, das möchte ich ihm dann noch sagen, weil das habe ich selber auswendig nicht mehr gewusst. So. Kann sein, dass die Elden Ring Server down sind? Weiß ich nicht, also ich spiele ja überwiegend offline, wie es online ist, weiß ich nicht. So, Freunde, ich habe mal wieder ein neues Gebiet entdeckt. Und zwar ist das da. Das schauen wir uns jetzt dann an. Das weiß ich nicht, ob das ein Endgame-Gebiet ist oder nicht. Ja, der Hauptarm der Einzel ist das. Was das genau ist, werden wir jetzt dann herausfinden. Zudem, weil ich habe eine Questline verfolgt. Und zwar können wir uns doch bestimmt noch an diese Hexe erinnern, die wo so ausschaut wie so der Gandalf in weiblich mit 4 Händern. Ja, an die können wir uns bestimmt noch erinnern. Die haben wir ja vor, weiß ich nicht, 2, 3, 4 Streams in so einem Turm sitzen sehen. Und die hat eine Questline tatsächlich, das haben wir mal offstream mal ganz kleines bisschen angeschaut. Und letztendlich hat mich die dann da hergeschmissen. Ja. Ich habe von der jetzt eine Statue gefunden, die ist da vorne irgendwo in so einem Grab drin gelegen. Jetzt passt so acht. Da, winzige Rani, eine Puppe ähnelt Rani der Hexe. Eine Puppe, die Rani der Hexe ähnelt. Von Kopf bis Fuß ist jedes Detail perfekt. Die Puppe regt sich nicht und ist angenehm kühl. Mit der kann ich jetzt da reden. Das habe ich natürlich alles nicht gemacht, weil Content für den Stream und so. Dazu gleich mehr. Erst einmal fällt uns bestimmt auf, ich mache jetzt einen auf Sephiroth aus Final Fantasy VII, ja. Das Ding ist ja mal absolut lang. Ja. Das ist das Naga Kiba. Das ist eine Waffe, die man ziemlich bald im Spiel schon kriegt. Und schaut mal, was das Ding Blutungsverlust hat. Oder Blutverlust hat. 99. Ja? Hängt aber auch damit zusammen, dass ich da eine Weisheit. Also da Asche drauf spiele. Nämlich Seppuku, das kriegt man relativ spät. Das erhöht den Blutungsschaden so dermaßen massiv. Und glaubt's mir, die Gegner fallen uns reihenweise um, was ich bisher so getestet habe. Ich hab's noch nicht am Bossen getestet. Das lassen wir uns jetzt für den Stream offen. Aber die Waffe, die knallt ordentlich Blutungsschaden. Zur Erklärung, was macht die Asche? Mit der Asche im Endeffekt, das wo ich da jetzt hab, kann ich mich praktisch selber malträtieren. So, und jetzt seht ihr, die Waffe ist so, ja, rot durchblutet sozusagen. Jetzt macht die Waffe noch mehr Schaden, als es schon macht. Ja?
Also im Endeffekt schlage ich mit der Waffe zweimal zu und die Gegner haben instant einen Blutungstick. Also das ist absolut pervers, was die Waffe macht. Die zweite Waffe, gut, die kennen wir ja. Ja, falls sie mal langsamer zugeht, kann man auch mal einen Dampfhammer ausbackeln. Und dann haben wir noch eine Waffe. Das ist das gute blutige Ströme. Die kriegt man tatsächlich erst relativ spät. Ja, was ich da vergessen habe. Ah, nein, passt schon. Die kriegt man relativ spät. Die hat 70 Blutverlust. Und die hat halt eine brutale Fähigkeit. Die macht nämlich auch wieder Blutungsschaden. Die hat nebenbei noch Feuerschaden drauf. Ja, also die macht nicht nur Blutungsschaden, sondern auch normaler Schaden und zusätzlich noch Feuerschaden. Skaliert, wie es unten seht, bei nötigen Attribute halt mehr oder weniger mit Arkan. Ich habe auch umgeskillt, das seht ihr rechts an meine Werte. Ich habe da ein bisschen umgemodelt. Ich habe jetzt ein bisschen weniger Kondition und ein bisschen weniger Leben als wir vorher. Ja. Aber dafür haben wir jetzt massiv viel Arkan-Stärke. Arkan habe ich jetzt auch herausgefunden, was das macht. Verstärkt praktisch diese Nebeneffekte wie Blutung, wie Frost und so weiter und so fort. Ja. So, was ist jetzt die Fähigkeit von dem Katana? Ganz einfach. Blutiger Metzler. Schaut dann im Endeffekt so aus. Macht verdammt viel Schaden. Dann, was habe ich noch gemacht? Ich habe mein Imitator-Tränen Asche auf Level 10, also auf der Maximalstufe. Ich habe da beim Rumschauen nur ein bisschen was entdeckt. Und da habe ich unter anderem auch noch 2 Lilien gefunden, die wo man es jetzt erlaubt hat, diese Mimik auf maximale Stufe zu machen. Ich glaube, ihr ahnt, in was für Richtung das geht. Ich, wenn ich jetzt auf irgendeinen stärkeren Gegner triff und beschwöre mich quasi selber und wir hauen beide mit Blutung zu, glaubt's mir's, da bleibt vom Gegner nimmer viel über. Also das ist echt heftig. Ich habe das einmal getestet, wie gesagt, wie es sich bei Bosse verhält, das wird man außerfinden. Genau. Ansonsten gibt's soweit nichts Neues zu berichten. Ja? So, da machen wir uns jetzt auf alle Fälle mal das Lichterl an. Und im Endeffekt, sonst, Angriffsfolge ist eigentlich immer nur die gleiche. Ja? Das schaut alles gleich aus. Nur, dass wir halt, wie gesagt, wesentlich mehr Damage machen. Und was jetzt da rund auf sich hat, das schauen wir uns jetzt an. Alter, du glaubst, bei Säbel brennt. Nein, der hat geblutet. Das war nicht Brand, sondern Blutung. Aha, ich habe einen Gegner erlört. Und da hinten ist ein ziemlich großer Gegner, wenn ich das sage. Manche Gegner, also vor allem felsige Gegner, sollte man halt dazu sagen, oder halt Holzgegner wie die Bäume, die haben halt gegen Blutung natürlich immun. Ja? Da bringt ja alles Blutungsschaden nichts, weil die haben das einfach nicht. Die können das nicht kriegen. Du hast da nie was von einem blutenden Säbel gehört. Ja, willkommen im Souls-Spiel-Genre, mein Freund. Blutung ist seit jeher eines der wenigen, ja, sage mal, Attributssachen, die wo du auf der Waffe haben kannst. Mir habe auch so wieder das Gefühl, dass ich da noch gar nicht sehe. Das ist wieder so ein Wespenviech, oder? Aha. Gut. Menschenknochensplitter. So wie ich das sehe, lässt uns das Viech da nicht so gern durch. Geht auf alle Fälle auch da hinten diese Lilie, sage ich. Einfach einmal laufen, dann wird es schon werden. Jetzt haben wir eh dahinter, oder? Ja, da tut uns jetzt aber normalerweise nichts mehr. Schauen wir mal, kriegt er das spitz, wenn ich ihm da einen Säbel an den Arsch. Aber.
von der Seifenblosen oder was? Sehr gut. Ah, das Ding dreht sich um, okay. Gut zu wissen. Ich muss mich da jetzt nur mehr ein wenig besser umschauen, was da so Phase ist, weil ich ja natürlich nicht weiß, wo ich hingehen soll. Ja gut, die Gegner ignorieren wir da jetzt einfach einmal, weil dann eh nicht die Schnelleren. Au! Okay, der castet tatsächlich bis daher. Steinschwertschlüssel, okay, das ist gut. Ah, da geht's böse abwärts, okay. Oh. Okay, Tonmenschenasche. Ja gut, dann tippe ich mir, dass du hinten weitergeht tatsächlich. Weil dem seine Steinhägel oder das ist gar nicht mehr so ohne. Schauen wir mal, was da oben geht. Mich darf mal interessieren, ob man den killen kann. Also, wahrscheinlich kann man killen, aber wie? Oh, da haben wir eine neue Gegnerart. Sind die so Ohrmäusen oder was? Tatsächlich, diese Ohrmäusen. Kann mich jetzt gar nicht erinnern, ob es in einem Soulspiel schon mal Ameisen als Gegner gegeben hat. Spinnen ja, aber Ameisen? Ein Gasstein, Freunde. Wir haben einen Gasstein gefunden. Ich hab keine Ahnung, wo ich da bin. Okay, das sind... Was ist jetzt dieser Wespen oder was? Oder fliegende Ameise. Was ist denn das? Das sind jetzt Ameisenkönigin oder was? Oh, der ist unflauschig. Ah, ich sag schon, der hat einen Schädel. Also sein Kopf ist quasi ein Schild. Ah ja, auf der Seite machen wir ja gleich viel mehr Schaden. Schildfett. Okay. Jetzt noch weiter oben. Mal schauen. Da hängt der Name so ein Viech. Ul-Palastruinen. Okay, was hat der für ein Problem? Ja, okay, da können wir bestimmt von der anderen Seite hin. Eine Stöpselkopfameise. Was ist denn eine Stöpselkopfameise?
Oha. Und auf alle Fälle eine Lilie. Ist doch bestimmt irgendwo ein Geheim-Event, oder? Gut, oder auch nicht. Es schaut halt aber so aus, wie wenn da eine war. Noxtella, die ewige Stadt. Aha. Also zauberhaft. Oh, das Wort der Gnade. Das ist gut für uns. Ja, kann man lassen. Schön designt. Wisst ihr zwar nicht, ob ich jetzt oben Bock hätte auf Nacht, aber an und für sich schöner Sternenhimmel auf jeden Fall. Ah, da schon her, der Reiter auf der Ohrmusen. Ui, der hat Peitschen. Kann man da unten durchgehen? Hinter Wasserfällen versteckt sie nämlich gerne mal was. Geistertal-Lilie Stufe 7, okay. Gut, da geht's auf jeden Fall nicht weiter. Ist halt blöd, weil ich da keinen Kartenfrank nicht hab. War tatsächlich richtig hilfreich. Ja, schauen wir uns die Bude einmal an, weil, ich mein, wo wird man schon rauskommen? Im Snow haben wir ja da einen Ort der Gnade, also von daher haben wir, glaube ich, nicht zu viel zum Verlieren. Denk nicht mal drauf. Da kriegt man jetzt Nox-Mönch Armreif. Oh, da kriegt man 2 Rüstungsteile. Wo kann man das haben? Was ist das? Becherdolche, okay. Oh, was haben wir da? Die blitzen oder was? Ah ja, die machen Blitzschaden. Ah, cool, das löst eine Kettenreaktion aus, schon. Ah, der ist weg, okay. Silbertränenhülle. So, mal schauen. Ja, mal ganz ein nice Gebiet jetzt da. Ah, sehr gut. Was haben wir da? Asche der Bogenschützen. Okay. Und jetzt ist halt die Frage, gehen wir erst einmal da einer. Weil das ist offensichtlich ja Sackgasse, okay. Ah, der hat einen Schädel, okay. Ah, die sind die Leute erinnert sich noch an Demon's Souls. Das könnte da gleich der Abklatsch davon sein. Das heißt, Abklatsch kann man nicht sagen, weil ist ja From Software nach wie vor, aber. Au. Au. Ja, die verteidigen sie natürlich entsprechend. Ja, klar. So, dann werden wir es halt jetzt einfach mal mit Blutung probieren, da ich sagen. Easy. Da sieht man eigentlich einmal, wie brutal das ist. So, da haben wir Schatzkisten. Ah ja,
ja, Klangbälle des Geisterlilienpflückers. Nice, dann können wir uns beim Händler wieder mehr Geisterlilien holen. Ah, ich hab die genau gehört, dass du hochgefallen bist. Voll eine Rune, okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da reingehen soll. Ah ja, da. Hat die gleich schleichen. Hängt da sonst irgendwer an der Decke um, sagt das gleich. Dunkelschmiedestein Stufe 7. Ich glaube, den brauche ich sogar, um meine Waffen aufzuwerten. Da müssen wir noch gleich mal schauen. Schaut aus wie ein Tier. Voll eine Rune, okay. Ja, der Karten war halt wirklich nicht schlecht. Da brauchen wir einen Steinschwertschlüssel, den werde ich jetzt sogar mal investieren. Weil den haben wir vorher gefunden, weil meistens gibt es da irgendwas Besonderes. Aua. Okay. Entweder es ist jetzt ein Shortcut, oder man... Ah, da findet man was, da schau her. Map! Ja, steht was. Hab ich aber leider nicht. Nachtjungfer und Schwertmaidpuppen. Ja, da habe ich mal gehört, die sind ziemlich gut, ja? Aber wie gesagt, ich glaube, dass über die Mimik nichts drüber gedacht wird. Musste kaufen. Ich hab kein Geld. Jung, ich hab kein Geld. Also jetzt haben wir da ja... Ah ja, okay, jetzt haben wir da ja rum. Das... Na gut, haben wir das auch geklärt. Werden wir von meiner Magieflasche sippen? Da haben wir nämlich auch 2 ausgerüstet gehabt, vorsichtshalber. Soll ich da was donaten? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich da drauf sagen soll. Okay. Die ist massiv schnell, die Kugel. Oh, die macht da massiv viel Schaden. Au! Aber ich glaube, das Ding überräumt mir jetzt gleich massivst. Ja, die kommt wieder zurück. Das, hä? Wie jetzt? Ist auch wieder irgendein Saal? Die räumt mir echt noch! Ja, und jetzt? Stirb! Larventräne, okay. Ist die Kugel, kommt da jetzt nochmal an oder war das jetzt das komplette Hexenwerk da? Ich glaube, dass wir da aufhören müssen. Da wieder irgendein so Blob. Hinter so Kisten. Die ist nicht unbewacht, sage ich auch ganz ehrlich, wie es ist. Ah ja. Wir fangen mit einer Kugel. Okay. Habe ich noch nicht so ganz verstanden, wie die Kugel angreift und wann es angreift, aber okay, ist eh recht, wenn sie sich nicht wehrt.
Große Geistertallinie, nice. Mit dem Item können wir einen Geist, also so ein Aschegeist, auf Level 10 bringen. Das ist gut, dass wir die Namen gefunden haben. Okay, ja gut, da haben wir dann. Ah, da hinten kann man noch schauen. Da hinten kann man noch schauen. Okay, so Sackgass. Jetzt so nach unten. Irgendwie schon, aber. Geht's auch nochmal hinterher? Ich bin jetzt da mehr erkundungsfreudig, aber das hilft dem jetzt eh nicht. Okay. Na gut. Dann auf über die Stirn. Eine Rune. Ort der Gnade war nicht schlecht, abgesehen davon. Das könnte ein Bossareal sein da drin, wobei da geht's. Oh, leck mich am Arsch, da geht's auch noch auf. Ja, da geht's dann hinten. Okay. Kommt bestimmt auch wieder irgendeine so Kugel, aber. Bringt selbst wenn ich da einer gehe? Ah, da können wir Plops. Und da ist eine Riesenkugel um. Ich seh's genau, da ist eine Kugel. Aua. So, die sprengen sich jetzt bestimmt wieder alle gegenseitig in die Luft, oder? Ah, okay, und jetzt irgendwann kommt die Kugel dann da oben, okay. Verstehe schon. Und schick gastig die Gegner da. Der explodiert auch. Auf alle Fälle gibt es eine Truhe da. Also war schon mal nicht ganz umsonst. Kann man schon kurz heilen. Geh weg. Scheiß Kugel. Jetzt wird es ja vor mir. Ah, fick dich! Ja genau, bleib du stehen. Oh, ich seh, ja, toll, ich seh jetzt gar nichts. Dankeschön. Sauber 2 Heilung braucht für den Scheiß. Du warst weg, hab ich gar nicht mitgekriegt, man sagt. Aber wie? Wieder Schmiedestein, Stufe 7. Dunkelschmiedestein. Okay, da geht's auf. Okay. Die Kugel haben wir ja jetzt beseitigt, weil die war uns auch garantiert 100%ig nachgeflogen. Okay. Schauen wir noch da um. Item. Schmiedestein, Stufe 6. Okay, das ist fürs Licht da. Okay, ja gut. Ja, dann gehen wir da auf bitte.
In der Hoffnung, dass mir jetzt nicht wieder irgendwas überrollt. Da kommt bestimmt von vorne eine Kugel jetzt. Hundertprozentig, da passt's auf. Mistkäfer, hier geblieben. Dunkelschmiedestein Stufe 6. Okay, den nehmen wir natürlich auch mit. Aber ich habe so die Vermutung, dass gleich ein Boss kommt, Freunde. Aschegeist kann ich auf jeden Fall rufen. Eva, ja. Aha, du imitierst quasi auch. Ich werde ja helfen schon. Aua. Oh. Und das hier ist der zweifache Super Saiyajin, die zweite Stufe, die ihr eben schon mal gesehen habt. Gamap 98 HAWEDEYEY. Mr. Jan, habe ich die Ehre. Merci für dein Resub im 2. Monat. Willkommen weiterhin in der Bazi-Gang und viel Spaß mit den Emotes. Alles fit bei dir? Ja, mein Emote-Präfix ist einfach so scuffed. Und ich kann es nicht ändern. Ich weiß auch nicht, warum Twitch das so gemacht hat. Ja, was haben wir jetzt da? Mond von Noxtella. Was ist das? Mond von Noxtella. Was ist dies? Ein Schlüssel-Item? Ach, das ist ein Talisman. Erhöht die Anzahl der Speicherplätze. Dieser legendäre Talisman ist ein Schatz aus Noxtella der ewigen Stadt. Erhöht die Anzahl der Speicherplätze. Dieser Talisman symbolisiert den verlorenen schwarzen Mond. Der Mond von Noxtella bestimmt den Lauf vieler Sterne. Wie der erhöht Speicherplätze. Okay. Und sonst gibt's jetzt da nichts, oder was? Haben wir jetzt zwecks den Mond daher gerannt. Alles bestens und selbst. Das freut mich zu mir. Bei mir passt auch alles. Für mich ist halt Freitag. Und wir machen gerade auf chillig entspannte Session in Elden Ring. Er gründet mir gerade ein neues Gebiet. Wo ich jetzt aber auch gerade nicht weiß, wie ich weitergehe soll. Aber ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, wie das zusammen. Wir müssen nämlich unterm Fluss entlang laufen. Die Zauberslots? Das darf aber dabei stehen. Das darf aber eigentlich dabei stehen, dass die Zauberkapazität geworden ist. Ja, schau, aber das muss man ja irgendwann einmal einstellen können, oder? Normalerweise, man sagt. Zauberspeicherplätze wahrscheinlich. Ja. Weil Speicherplätze allein hätte ich jetzt ein bisschen nicht sagen da, wenn du mich fragst. Gut, dann schauen wir mal da drüben weiter. Also da oben haben wir alles, da ich fast behaupten, ja? Also ich glaube nicht, dass wir da noch irgendwas haben. Aber da herum geht es ja auch noch weiter. Ja? Schauen wir mal, ob da vielleicht noch die eine oder andere positive Überraschung auf uns wartet. Schauen wir einfach, dann sehen wir schon. Okay. Ja gut, ja, dann müssen wir damit leben, so wie es ist. Seht ihr, wie schnell die Blutungsticks kommen und vor allem wie viel Schaden die machen? Ah, Moment einmal. Machen wir schnell ganz anders. Ich möchte schnell schauen, ob ich meine Waffen weiter aufbauen kann. Ich möchte schnell schauen, ob ich meine Waffen weiter aufwerten kann. Du kannst deinen Kanal umbenennen, dann ändert es sich mit. Ja, das sparen wir jetzt dabei einmal. Ja, ich glaube, Gamerbazi ist ein guter Name, um sich zu identifizieren, oder?
Bin ich da richtig dran. Ich wüsste halt abgesehen davon nicht, wie ich mich sonst nennen soll. So, Waffe verstärken. Ah, Nacker. Kieber, ja, gut, das nehmen wir einmal. Da brauche ich jetzt aber schon 2 Simmer. Das ist jetzt, 4 Simmer. Das wird jetzt dauern. Aber mehr Damage ist mir gut. Was brauchen wir jetzt so? Ein Dunkelschmiedestein, Stufe 8. Scheiße, den habe ich nicht. Werden wir aber vielleicht irgendwann noch finden. Ja gut, okay. Dann gehen wir wieder da oben. Game Up ist nicht so oft vergeben normalerweise. Ja, aber ich hätte mir irgendwas anderes gewünscht. Weißt du, irgendwie Bazi, irgendwas so, aber nicht Game Up. Das hätte ja komplett beschissen noch. Eigentlich. Aber gut. Ah, der lurt mich schon wieder an. Aua, aua, chill, ey. Face. Ja, das hat's ja richtig geschissen, da gehen wir Patzi. Bleibe lieber so, wie ich jetzt bin. Da hinten ist, was ist das? Nein, achso, das ist ein Schneckenviechzeug, oder was? Oh, den meine ich können wir ermeucheln, den Bree. Okay, gar nicht. Oh, leck mich am Säbel, die haben aber dezenten Schaden. Der hat was, da gibt's bestimmt irgendwas Gutes, weil der hat was dagegen, da haben wir da eingegangen. Noxmönch Beinschutz. Schmiedestein. Ich brauche einen Dunkelschmiedestein, Stufe 8, Freunde der Sonne. Heilig fett mit Kordel, ja toll. Fast. Fast das gleiche. Fast das gleiche. Fast das gleiche. So. Oh gut. Gehen wir mal weiter. Schneckis. Ja gut, die haben ja free. Himmelstau. Was ist die schon wieder? Für die Absolution in der Kirche der Gelübde. Was für ein Ding? Eine Geheimnisträne aus der ewigen Stadt, auch als Träne der Nacht bekannt, ermöglicht euch in der Kirche der Gelübde die Absolution zu empfangen und euch somit von allen Vergehen zu befreien. Früher einmal lenkten die Sterne des Nachthimmels das Schicksal der Welt und dieser Akt erinnert euch noch heute an diese Zeit. Was ist denn die Kirche der Gelübde? Wahrscheinlich findet ihr die da ja unten dann, oder? Könnt ihr mir vorstellen. Hey, Schneckenhausen da jetzt, oder was? Aua, aua, chill. Schmiedestein. Wow. Okay, da geht's auf. Aha. Hab ihn genau erlurt. Ihr macht's mir nichts vor. Hurra! Es hat hingehauen! Er ist jetzt ein 4-facher Super Saiyajin. Und wem hat er das zu verdanken? Kein Saiyajin hat jemals dieses Level erreicht. Grias Eicholle winkende Hand lachender Smiley mit lachenden Augen. Mr. Werb! Habitiere! Merci für dein Resub im 4. Monat. Willkommen weiterhin in der Basis Game, mein Freund, und viel Spaß mit den Emotes weiterhin. Habitiere, alles fit bei dir. Merci dir. Ja, du auf da mit deiner Lanzen zu. Leg mir wurscht, der steht unter Strom.
Weil Endungen mit B, die noch Gamer passen, gibt einige, die ich schon gesehen habe. Und Bro, Brother, Base und Boy sind nur die normalsten und die haben ich schon mit Akzent und Leadspeak gesehen. Okay. Ja, im Endeffekt am Ende des Tages hilft es ja eh nicht. Ja? Jeder weiß, was gemeint ist, wenn sie meine Emotes verwendet. Also hoffe ich jetzt einmal. Ja? Aha, das sind Mini-Britzels dahinter, ja? Oh ja, die schießen sogar. Ja, jetzt warten wir. Da lassen wir uns einmal ein wenig Zeit. Da müssen wir uns ein wenig dabei lassen, ja? Eins nach dem anderen. Bei dir weißt du es, das hört man gern, Mr. Werb. Ich hoffe, du hast einen angenehmen Tag gehabt. Und die schaut mir an, wie wenn es da eingegangen. Hat mich ja schon früher täuscht. Ja, der ist halt räudig dahinter. Ja, genau, komm du mal her mit deiner Ohrmusen. Da gehst her. Ich bin Futter für dich. Papa. Kannst du dein Ei halten, wenn ich gerade beschäftigt bin, ha? Ja, genau. Jetzt kommt der Ohrmusen los. Jetzt pass auf. Genau, du kommst jetzt einmal daher. Weil Fairness und so, weißt du schon. Ich weiß zwar nicht, ob ihr Viecher das kennt. So hat man der einfach einen Arsch, ist der behindert oder was? Sterben sie jetzt! Sehr gut. Ich bin den ganzen Tag am Dark Souls zocken. Das hört sich vernünftig um, Mr. Werb. Wie geht's dem voran? Was für Dark Souls spielst du jetzt eigentlich? Das 3, ja? Oder fangst du ganz Origin mit dem 1 an? Ja, das hättest du jetzt so denken, gell? Dass du mit deinen Schädel da auf Deckung machst. So schieb ich. Du grindiges Arschloch da drum. Aber nicht in der Wische, ich schwör's dir bei Gott. Ich schiebe in seinen Stachel nur rein. Wenn er einen hat. Geistertallinie Stufe 8, das ist zauberhaft. Ah, jetzt wird mein Kopfhörer auch noch leer, ja super. So, jetzt bist du aber fällig da herum, gell, Kollege Schnürschuh? So, eins, ich bin gerade in Anor Londo angekommen. Ja, den Ort wirst du noch öfter sein, falls die anderen Teile auch noch spielst, Mr. Werb. Anor Londo. Eigentlich, glaube ich, so ziemlich der bekannteste Ort von Dark Souls. So, wir müssten uns auf alle Fälle festhalten, dass wir da auch noch aufgehen können. Oh, nun, das ist eine Lilie, die habe ich übersehen. Das können wir mitnehmen. Geistertal-Lilie Stufe 8, Freunde der Sonne. Und wieder kein Geheimgang. Und was sagst du bisher zu Dark Souls 1? Kommst du jetzt her? Okay, der hat mich jetzt aber mal dezent überrascht. Guck's mir nicht Bein schon zur Bido, jetzt sind wir schnell safe. Ich muss da mal in den Kopfhörer anstecken, weil sonst habe ich bald keinen Ton mehr. Und ohne Ton ist auch langweilig. So. Weiter im Text.
Ah, hast du mich nicht gefunden, ne? Blöd, wenn man keine Augen im Kopf hat, gell? Das Gebiet scheint auch wieder extremst weitläufig zum sein. So, der ist hier, ja gut. Besser ist. Gibt's nichts mehr. Und das nochmal ein berittener Ameisenkrieger. Da oben waren wir vorher. Oh, da hinten gibt's eine goldene Saatzeuge von da. Das ist gut für uns. Freunde, das ist sehr gut für uns. Da geht's auf alle Fälle jetzt einmal rein. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das nicht ein Trap ist. Da hat man vorher, es hat zwar Momente gegeben, wo mich das Spiel ziemlich aufgeregt hat, aber das ist halt Darksatz. Genauso ist. Genauso ist das. Gold 1000 Füßler. Was ist denn das? Was ist das? Was ist der Gold 1000 Füßler? Das wäre halt ein wenig besser geordnet, war. Ah, da ist er. Material zur Herstellung von Objekten. Ja, toll. Wollen wir uns, glaube ich, erst einmal die goldene Saat da sagen. In der Hoffnung, dass die nicht bewacht ist. Ach, da komme ich. Achso. Okay. Ich muss da zwangsweise. Hä, komme ich von da überhaupt da auf? Wahrscheinlich eher nicht. Okay. Weil der Schaden von den zwei Schwertern ist so abnormal. Ein Schwertschlüssel, okay. Oh, wo geht's da hinten her? Also ich tippe jetzt einmal ganz krass, dass wir mir da... Okay, oder auch nicht. Okay, vergesst, was ich gerade sagen wollte. Da gibt's quasi nur den Steinschwertschlüssel. Okay, ja gut. Mit dem kann ich jetzt auch noch leben. Ja, kommt man noch nicht rauf. Okay. Ja, eins nach dem anderen. Ist auch noch irgendetwas? Das ist ein Item. Maybe Schlüssel-Item. Ja, das ist blöd, wenn man dann festhängt. Oh Gott, die haben sich selber weggepritzelt. Dunkelschmiedestein. Was ist denn das da eigentlich? Das ist irgendein Palast auf jeden Fall. Oder irgendein ja, was soll ich denn sagen? Eine Art Götteraltar oder wie auch immer, aber wie man da hinkommt, ist halt jetzt auch die nächste Frage. Bei runterfallen kannst du da nicht lassen, definitiv nicht. Aber gut, wird man wahrscheinlich noch rausfinden.
Ja, darf schaffen können, so ist es nicht. Gekonnt über ihm drüber gesprungen. Aua. Aber die Orte der Gnade haben da tatsächlich sehr weit auseinander. Beziehungsweise vielleicht bin ich einfach auch nur ein kompletter Blindgänger und habe schon 3 übersehen. Das kann natürlich auch möglich sein. Dann haben wir wieder Heilung zurückgekriegt. Das ist gut für uns. Ja, und danke dir fürs Vorbeischauen. Ja, noch einen schönen Abend und wir hören uns wieder. Danke nochmal für deinen Resub. Oh, da ist ein Käfer. Da ist ein Käfer. Sehr gut, die britzeln sich jetzt alle schön gegenseitig weg. Zauberhaft. Schon wieder Himmelstau. Okay. Ah, da hinten haben wir noch was? Oder ist dieser Kaputzviech? Price Habitäre! Na, ist fit bei dir? Da hinten scheint der Gang zum sein, wo es durchgeht. Aber wo ist der? Hä? Was, du ist sie? Das hört man gern. Bei mir passt auch alles. Okay, das war fürs Licht, aber gut. Für was sind die zwei Gegner dann, da ist die Frage. Gut, dann gehen wir mal da rein, wo die zwei Statuen stehen, weil irgendwo muss es ja weitergehen. Mehr hätte ich meinen. Da ist ein Aufzug. Der Aufzug ist schon mal eine gute Sache. Oh, da geht's ja nach unten. Ich wollte aber eigentlich nach oben. Aber gut. Schaut auf alle Fälle fancy aus. Ja? Fancy, meine Freunde. Oh ja, das Ort der Gnade, das ist gut. Perfekt. Da haben wir es schön durchgekommen. Okay, Stufenaufstieg. Geht noch nicht. Was wird denn ich genau? Arzneimischung. Schauen wir mal. Wenn wir mehr Licht da machen. Gleich wird's heller. Okay, gibt's nix. Ich traue mir aber wetten, dass da bei irgendeinem Wasserfall noch hinter geht. Geistertallilie Stufe 9, nice. Ja gut, wahrscheinlich nicht in der Welt.
Okay, was haben wir jetzt da? Oh, altbekannte Gegner. Hurra! Es hat hingehauen! Haha! Er ist jetzt ein vierfacher Super Saiyajin. Und wem hat er das zu verdanken? Kein Saiyajin hat jemals dieses Level erreicht. Ups, verdrückt Gammerb 98 Pogastischens behaupten. Mr. Optio! Der geschubste Aufbau, das sind wir. Wir sind stolz drauf. Merci auch an dich für deinen Resub. Auch bereits im 4. Monat. Leck mich am Arsch, die Zeit vergeht. Das ist ein Wahnsinn. Dir natürlich auch weiterhin viel Spaß mit den Emotes. Ein herzliches Willkommen weiterhin in der Party-Gang. Und danke dir. Ich hoffe, bei dir ist alles fit. Oh, leck mir am Arsch. Jetzt schluckt es aber gewaltig um, du Helle. Wachsen die? In Elden Ring haben sie angeblich nicht so schlimm. Ich weiß gerade, dass die Scharlachpfeile machen und dann bist du instant tot. Es war da draußen hat es viel flauschiger ausgeschaut. Wie geht's dir denn überhaupt? Hast du schon Feierabend für heute? Oder alles fit, gerade von der Arbeit? Okay, jetzt duschen und essen, Mr. Option, dann wünsche ich einen angenehmen Feierabend, einen wohlverdienten Feierabend. Werden Sie auf alle Fälle schön sauber und lassen Sie sich einer schmecken, gell? Das ist das Allerwichtigste, damit nichts passiert. So. Ich glaube, dass uns jetzt dann irgendwann ein Boss anspringt. Frental, das meine ich, wird schon wieder Aufzug. Jetzt geht noch weiter oben. Ja gut, okay. Wenn du meinst, du bist schon im Dreckloch. Fäulnissee. Aha. Das schaut mir an, wie wenn ich da nicht eingehen kann. Können wir jetzt aufsteigen? Immer noch nicht. Ja. Harte Fäulnisse. Das haben wir immer noch mal Karten gefunden. Das ist ja schon mal was. Aha, da wenn man da durch, da geht's auf alle Fälle nur weiter, da hinter. Die Frage ist, komme ich da durch, ohne dass ich verreck? Das hat mich jetzt interessieren. Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, du kriegst nämlich Scharlachpfeile, ja genau. Was schon denkt. Und reiten kann man da auch nicht. Jetzt nur mal Spaß, aber was passiert, wenn das voll wird? Scharlachpfeile. Ach, das tickt dann oben. Ja, okay, da muss man sich praktisch ständig gegenheilen. Ja, okay. Das ist ja jetzt nichts, was man nicht hinbringen könnten. Ne? Das könnte man ja hinbringen. Bin mir zwar gerade nicht wirklich sicher, ob ich überhaupt so viel Heilung habe, aber es wird schon irgendwie gehen. Auf alle Fälle möchte ich den Loot da hinten haben. Mittelstein. Stufe 8. Ich glaube, den brauche ich sogar, oder? Einen 8er Mann brauche ich, um die Waffen weiter aufzuwerten, wenn mich nicht alles täuscht. Da müssen wir gleich noch mal schauen. Da müssen wir ihm gleich noch mal schauen. Also mal heilen. Pass auf, jetzt schauen wir noch mal schnell an die Tafelrundfeste. Schauen wir mal, weil ich meine, dass man 8er brauchen.
I took you no matter out your own. Ah, tatsächlich, da schau her. Und einen Neuner habe ich auch. Aber ein uralter Dunkelschmiedestein, der fehlt mir, weil den brauche ich jetzt auch für meinen Reißzahn, um die Waffen auf Max zu bringen. Aber wenn man sich die Werte anschaut von dem Katana, das ist halt unfassbar stark. Was haben die überhaupt für Skalierung aktuell? Das skaliert mittlerweile mit B, oder das dann mit B auf Geschick skalieren. Das ist halt schon nicht einmal so ohne. Die skaliert bereits mit B, das ist gut. Jetzt muss ich mal schnell schauen, ob man etwas herstellen kann, um Scharlachfäule zu heilen. Das würde mich interessieren. Jetzt muss ich mal beobachten. Wie ist denn das gegangen? Wie hat man denn Objekte herstellen können? Das ist bei dem Zipfelarm da heraus, hat man nicht gegangen. Müssen wir nochmal schnell schauen. Freunde, die Zeit nehmen wir uns jetzt schnell. Hilft alles nichts. Always a... Goodbye. Machen wir Waffenverstärker? Hey, wie ist denn das gegangen? Okay, wo ist das nur gegangen mit Objekte herstellen? Ach, da haben wir es eh schon. Bewahrende Poli lindert die Belastung durch Scharlachfäule und heilt Fäulnis. Ah ja. Ah, Objektherstellung, ja, gang eh so einfach. Lindert Belastung durch Wahnsinn. Robust Objekt. Kann man den irgendwo kaufen? Würde bei ihm zufällig kaufen? Always... Nö. Ja gut, aber wir haben ja zumindest einmal etwas, was Fäule heilen da. Jetzt passt zu Wacht. So, kann man das jetzt... Das kann man jetzt mit Sicherheit da irgendwie ausrüsten. Jetzt passt zu Wacht. Pass auf, ich markiere mir jetzt das Ding da hinten, markieren wir jetzt einmal mit der Karten, damit ich mal weiß, wo ich hinrennen muss. Aha. Da hinten. Ah, okay. Mal noch einmal. Ich hoffe mal, dass da jetzt ein Ort der Gnade ist, weil sonst wird es nämlich kreislich. Fuck, ich hätte vielleicht eins von den Dingen aufheben sollen. Oh, perfekt. Das war glücklich. Schaut gesund aus, ja, oder auch nicht. Wir kamen auf beiden Wegen auf jeden Fall da oben. Ja, es ist halt jetzt die Sache. Weil an Ort der Gnade braucht man eigentlich schon fast, weil sonst wird es da sehr böse eng, wahrscheinlich weil da hinten einer gewinnt.
Wobei, nein, da geht's da hinter einer, da ist wahrscheinlich auch keiner. Ich glaube, dass noch eher da einer ist. Ja, jetzt schauen wir mal. Ich glaube eher, dass wir da safer haben. Ah, unflauschig, das Gebiet muss tatsächlich geschehen. Darf man halt nur nichts anspringen. Ah, da hinten ist Ort der Gnade. Perfekt, haben wir den richtigen Weg eingeschlagen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, perfekt. Nice. Haben wir Dusel gehabt, Freunde. Idealo. Idealo, meine Freunde. So, was haben wir da jetzt? Ah, da geht's oben. Boah, das erinnert mich gerade irgendwie hart an Moria. Ich weiß es auch nicht. Großer Kreuzgang. Aha. Dann müssen wir da hinterher. Dann da oben. Ah, das mag ich schon genauer wissen, weil der Vorsprung ist ja auch nicht ohne Grund. Ah, ja, okay. Ja, toll, okay. Das hättest du auch sparen können. Wieder so ein 1000-Würstler, okay. Oh Gott, das haben wieder sicher die Viecher. Apfelteufel. Da graust mir jetzt schon wieder. Oh, mein Licht. Oh, ich hasse die Viecher. Ja, genau deswegen. Okay. Ah, da ist wieder die Fäule. Die kannst du schon. Oh, da hinten. Ah, nein, das mache ich anders. Das mache ich mal anders. Das ist jetzt überhaupt nicht tragisch. Ja, du bist wahrscheinlich in so eine Kristallmine gekommen, oder? Ja, das ist mir auch passiert. Du wirst vom Early Gamer in ein Gebiet geschmissen, wo du noch nicht unbedingt hingehen soll jetzt. Ja, gut, das kann man mal mitnehmen, das ist jetzt überhaupt kein Thema nicht. Warten wir jetzt dann einfach immer ganz gemütlich ab, bis das Ding da abläuft, weil ich habe nämlich keine Heilung mehr. Ja, die zwei da hinten, die Items, die kann man woanders auch hin. Das pressiert mir jetzt nicht. Ja, genau, da ist ja so eine Truhe und da wirst du hingeportet. Weiß ich schon, ist mir auch passiert. Okay. Die Frage ist jetzt aber eigentlich nur, wo da der Boss ist. Der muss ja irgendwann einmal kommen. Mich wundert es eh, dass uns noch keiner angesprungen hat. Ach du Scheiße, haben das Vieh. Gut, da wird es nicht mehr helfen, da werden wir uns auf den also auf die Blutungsmagie konzentrieren. Die beten da auf alle Fälle irgendwas an. Kann man die backstabben? Kann man die backstabben? Hallo? Backstab? Nein, natürlich nicht. Die Fähigkeit ist so OP. Das ist so Wahnsinn. Außer sie staggern die weg. Dann natürlich nicht. Dann ist es nicht mehr so OP. Boah, ich hasse die Viecher. Ich hasse die Viecher abgöttisch. Halt euch deine Schnauzen, du Mistviech!
Boah, Alter. Ich krieg die Krise mit den Vier. Einer geht, zwei haben schon, aber drei haben garstig. Wobei, das waren sogar mehr, abgesehen davon. Aber gut. Jetzt haben wir wenigstens nur noch die 200 oder über. Den nicht mal dran. Okay, dass er One-Shot ist. Widerstein. Welche Fächerdolche? Gut, heilungstechnisch schaut es natürlich jetzt ein wenig unter Null aus, gell? Aber ich tippe jetzt auch mal, dass wir nicht mehr allzu weit haben. Ich höre da irgendwas. Und das gefällt mir nicht. Oh, da ist eine Truhe, okay. Die, wo scheinbar nicht bewacht ist. Skorpionstachel. Okay, ist er offen? Löst Scharlachfäule aus, okay. Ein Dolch, gefertigt aus dem Schwanz eines Riesenskorpions, glänzt nur so vor Scharlachfäule. Ketzer benutzen dieses zeremonielle Werkzeug als Waffe, das aus der Reliquie einer versiegelten fremden Gottheit hergestellt wurde. Aha. Also da gibt es jetzt quasi nur Waffen zum Finden, oder wie sage ich das? Ich hätte jetzt eigentlich mit einem Boss gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, wenn dann da keiner mag, dann mag halt keiner. Ah, okay. Vielleicht geht es ja da noch weiter, das kann natürlich auch sein. Aber schaut nicht so aus. Im Sarg rasten. Was bitte? Ja, ich mache jetzt einfach einmal. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Komisch, sobald wir mir drin liegen, fliegen wir da oben. Ist eh klar. Weil vorher unmöglich. Okay. Schaut zumindest nicht mehr so giftig aus. Alles klar. Wo haben wir mir jetzt da? Schon wieder ein neues Gebiet entdeckt. Ich flippe aus. Okay. Ist halt aber auch sehr komisch, dass dann jetzt auf einmal kein Gegner nicht da ist. Ja, ich glaube, wir haben unseren Boss gefunden, Freunde. Gut, dass da eine Statue von der Marika ist. Das heißt, wenn wir sterben, können wir genau da wieder raus. Weil ich habe nämlich fast keine Heilung mehr. Warum hab ich auch noch einen Bosskampf geschehen, ist die Frage. So, was haben wir jetzt da für einen? Astel, Ausgeburt des Ach, das ist das Mistviech. Okay, dem sein Strahl ist aber sehr schnell. Das ist auf alle Fälle ein Miniboss. Das ist kein Mainboss nicht. Ja, okay.
Oha, und ein langer Schweif hat er also auch. Okay, ja gut, passt. Alles klar. Marikas Pfahl. Hey, wir hatten da letztes Mal von dem geredet. Irgendwer hat gesagt, dass dieser Boss ist, den wo er nicht schafft. Ich weiß aber nicht mehr, wer das gewesen ist. Der war im Chat da. Ja, ich glaube, war der Milo. Bin mir aber nicht mehr sicher. Ich glaube aber, das war unser Mr. Milo. So, wir haben uns einmal unsere 165.000 Runen. Okay, der kommt ein bisschen verzögert, nicht stur. Alles klar. Der Moment, wenn der zweite Schlag ein Tusch hat, also wenn der zweite Schlag die definitiv killt. Das Beste an der Arbeit ist Duschen. Das sage ich schon Jahre. Alter, wie viel Damage macht denn das Ding? Freunde, Blutungsschaden. Wo ist er jetzt? Seht nix. Ach, du meinst, du kannst die porten, oder was? Blutungsschaden OP. Echo der Ausgeburt. Alles klar. Was soll jetzt das Seelen geben? $80.000. Lediglich. Okay. So, da hinten geht es auf alle Fälle nur aussehen. Und da haben wir einer gekommen. Und da hinten ist ein Ort der Gnade. Kann man da reiten? Natürlich nicht. Und Garrus, habe ich dir. Na, alles fit bei dir? Ich hoffe doch. Alter, ich bin noch nicht mehr mit Elden Ring durch und morgen kommt Wonderlands. Was ist denn Wonderlands? Okay, da ist ein Siegel und das ist versperrt. Tipp jetzt einfach einmal. So, was ist der Phase? Ohne einen Eidring kommt ihr nicht weiter. Okay, das heißt, ich muss mir einen Eidring besorgen, wo es auch immer das ist und wo auch immer ich das kriege. Aber die Arena schaut auf alle Fälle zauberhaft aus. Du hast Elden Ring noch nicht einmal. Er muss besorgen, mein Freund. Ja gut, okay, ich hab von dem Gebiet das Gebiet gefunden. Ich verstehe nicht. Ja gut, okay. Shens Buttermesser Daumen hoch. Mr. Day Zero, hab ich der. Im 5. Monat ist der schon dabei. Ich kann es nur immer wieder sagen. Jetzt haben wir, das ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Day Zero, merci dir für deinen Reset im 5. Monat. Weiterhin willkommen in der Party-Gang und viel Spaß mit den Mods. Mr. Day Zero, ist gerade gut, dass du da bist, weil ich war mir jetzt vorher nicht sicher, deswegen habe ich es noch nicht hergezeigt. Ich kann dir jetzt gleich sagen, was ich für Aschen habe. Auf die Katanas, die was mir heute mal gefragt hast. So. Ja gut, da ich jetzt sonst nicht weiß, wo ich hin soll, machen wir, glaube ich, da herum weiter. Da jetzt mal vermuten. Ich habe mich da offstream ein bisschen noch umgeschaut. Und ich glaube, dass wir mir da her müssen. Das so ging, wie es ist. So,
Wonderlands ist das neue Borderlands. Ist der neue Borderlands-Ableger. Ach so, okay, ja gut, da bin ich leider raus, weil das kenne ich. Das kenne ich quasi nicht. Also, was heißt, kenne ich schon, aber spiele ich quasi nicht so. So, wir haben einen Aufstieg. Ja, Kondition haben wir eine schöne Zahl mit 35, das passt ja dann schon. So, jetzt muss ich mal auf der Karte schauen, wir mengen wir da her auf jeden Fall. Weil ich glaube, dass wir da hinten müssen. Das sage ich wie es ist. Das sagt mir meine Intuition. Ah, die da hinten besorgen sie es, okay. Können es gerne machen. Ah ja. Ja gut, der Marker ist aber wieder dezent daneben gesetzt. Schauen wir mal. Wenn mein System Elden Ring überhaupt bockt. Sollte eigentlich. Oh Gott, was ist denn das? Kann es jetzt nicht schon halb 7 ist ja gerade sehr fix nochmal. Oh Gott, das schaut mir noch was an. Wobei ich aber jetzt der Fairness halber wirklich sagen muss, bisher war Elden Ring eigentlich heute relativ entspannt. Das muss man wirklich sagen. Aber der Kollege da hinten, das ist kein normaler Gegner nicht. Das ist kein normaler Gegner. Trauma fast, was hat denn der überhaupt auf dem Kopf? Was ist denn das? Was ist das? Eine Schüssel oder was? Das ist bald schon 10 Jahre und damals schon nicht High-End. Ja, dann kann es schwierig werden. Wir müssen jetzt einmal schauen, was die Minimalanforderungen haben, aber naja, ich weiß nicht, ob du da froh wirst drüber. Oder zur Not auf Konsole kaufen. Konsole soll ich das, also habe ich bisher auch noch nichts Negatives gehört, soll ich sehr sauber laufen. Ja, okay. Freunde, sollen wir uns mal anschauen, was das ist? Sollten wir da mal aufverlieren. Ich bin mir zwar wirklich nicht geheuer, ob das so eine gute Idee ist jetzt in die Zeit, aber mein Gott, nein. War doch auch langweilig. Genau, in der Zeit kann der Daisiro noch schnell meine Katanas sagen. Dass ich das auch nicht vergiss. Momentchen. Wenn, dann bombardiere ich die wieder mit WhatsApp. Ah, kein Problem. So, die zwei Standard... Also ich gehe jetzt mal davon aus, du meinst die zwei Standard-Katanas. Da habe ich auf einem die Asche Wirbelhieb und auf dem anderen die Asche Stoßhagel. Wenn mir nicht alles täuscht, gibt es da einen NPC, der wo da die Dinger verkauft. Und zwar ist der, glaube ich, jetzt pass so wacht. Der sitzt irgendwo da, er rennt umeinander. Jetzt pass auf, nein, da nicht. Ich muss, jetzt pass so wacht. Oder war der da? Der irgendwo war da. Ich glaube, das ist da gewesen, Hütte des Künstlers. Glaube ich, bin mir jetzt nicht sicher, aber da gibt es auf alle Fälle einen NPC, der verkauft den Mobs, oder war das da? Auf alle Fälle gibt... Na, warte mal, da kann es nicht gewesen sein. Zauberin Seelen, okay, nein, das ist nicht. Runen von Siofra. Auf alle Fälle gibt es so einen NPC, da kannst du Aschen kaufen und ich glaube, da habe ich die her. Da müsst ihr die dann nochmal schauen. Aber irgendwo auf alle Fälle da ist da so ein NPC, so ein Holzhitten ist das praktisch und da sitzt der drin und der verkauft ein paar Aschen. Und ich glaube, da habe ich die her tatsächlich. Ist das der Ritter? Ja, genau. Ich glaube, da von dem Ritter habe ich die Dinger her. Wenn mir nicht alles täuscht. Die glaube ich kosten da nicht viel. Also mal die teuerste kostet 2.500 oder so. Also das geht tatsächlich. Ja gut, das hilft der mir nicht. Dann schauen wir uns eben auch noch an. Weil es eh wurscht ist. So, was bist jetzt du? Feuerriese. Ja, war klar, dass dieser Boss ist. Das andere hätte mich gewundert. Oha.
Ich mach gar keinen Schaden. Also der glaube, was ist denn das? Ach, der hat ein Gesicht auf seinem Bauch. Oh, ich seh, oh, leck, ich seh gar nichts. Ja, ich seh schon, ich glaube, das ist gescheiter, wenn man da mit dem Pferd umeinander rennt. Weil ich nichts sehe. Okay, das ist auch keine gute Idee. Aber ich sehe halt dann überhaupt nicht, ob und wann der zu hat. Das ist gerade so ein bisschen... Aha, ja, keine Chorusrolle also, ja? Okay. Herbert, habe ich dir. Kein Problem. Solange du da bist, bist du. Minimum steht drinnen I5, 8 Chain und ich hab I5. Ja, okay, dann kannst du das quasi vergessen. Das wird nicht funktionieren. Ich hab kaum Damage Output bei dem Boss. Das ist durchaus richtig, ja. Das ist durchaus richtig. Ich mach fast keinen Schaden nicht. Das ist durchaus ein Thema. Ich glaube, da brauchen wir einen Meinungsverstärker. Der Boss ist nicht allzu stark, der ist nicht allzu schnell. Was zwar an und für sich jetzt nicht unbedingt der Minuspunkt für schnelle Waffen ist, aber ich sage im Gegenzug auch überhaupt nicht, wann der zuhaut, weil er so groß ist. Müssen wir mal schauen. Ist dem Stream Raiders 4 dank Mozart, ja, das kann man mir vorstellen. Okay, der schießt einfach mal mein Pferd instant aus dem Leben. Ja, die große Waffe macht tatsächlich ein kleines bisschen mehr Schaden. Oh. Ach so. Jetzt glaube ich, weiß ja, warum ich so wenig Schaden mache, weil da so ein Eisenschutz drauf ist. Was will denn? Hab ich nicht gleich gesehen, da ist ein Eisenschutz drauf.
Alter, was ist denn das, was da die ganze Zeit explodiert? Mei, bleib stehen erst, ha. Ja, da macht man tatsächlich ein kleines bisschen mehr Schaden jetzt. Aua. Ja, gut sehen. Alter, das Sonne hat brutal viel Range. Egal was da explodiert, das Ding hat eine unfassbar hohe Range. Aber ich glaube auf Dauer. Ich glaube, dass Blutung vielleicht dort. Ich glaube, dass da der Blutungsschaden doch besser ist, tatsächlich. Irgendwas sagt man, dass das vielleicht. Wenn man mal so ein wenig drin ist. Jetzt probieren nochmal. Ein, zweimal. Na, wenn man mal so ungefähr weiß, wann er angreift. Weil schnell an und für sich ist er ja nicht. So ist ja nicht das Problem. Bisher. Ich bezweifle halt jetzt einmal ganz schwer, dass uns der Aschegeister überhaupt irgendwas bringt. Ich weiß ja, ich glaube auch nicht, ich glaube nicht, dass das ein Mainboss ist, tatsächlich. Weil wieder keine Cutscene. Das heißt, jetzt schauen wir mal, inwieweit uns er da helfen kann. Ich glaube zwar nicht sonderlich weit, aber... Probieren geht über Studieren. Ja, genau, okay. Ja, es ist hell. Ja, okay, schon mitgekriegt, dass du groß bist. Ja, dass ich Blutung schaue, mache ist zwar schön und gut, aber er wischt mir einfach einmal dezent eine mit seinem Schädel. Das juckt ihn gar nicht. Das juckt ihn nicht. Okay, aber das juckt ihn. Das juckt ihn gewaltig. Das juckt ihn gewaltig. So, und was ist jetzt, was genau macht er da jetzt? Nur mal schauen. Hat jetzt sein Hand angezendt. Was zu machen? Ja, ich sag halt nichts, tu dein Schädel weg, Mensch.
war er wieder, der Wisch mit der Bandschelle. Okay, okay, Blutungsmagie bringt mir gegen den gar nichts. Da muss ich ganz normal zuschlagen bei dem. Hab ich schon gesehen. Na, du sollst doch jetzt nicht dein Film. Okay. Aua, Mama. Ah, das tut beim Zuschauen schon weh. Ja, da darf ich auch schreien. Ah, leck da. Da läuft mir, wow, leck, da läuft mir Gänsehaut. Ja, so kann man einen Kreuzbandriss auch regeln. What the fuck, was geht mit ihm? What? Ach ja. Okay, das erinnert mich gerade voll an Shippuden, ich weiß ja nicht. Alter, was ist mit ihm verkehrt? Oh, ich glaube, das sollte nicht sein. Oh, ich glaube, das sollte nicht. Demon's Souls Vibes mit Feuersturm, meine Freunde. Oh, der kommt super. Nova, okay, alles klar. Wieder! Schon gesehen, dass die Schwachstelle jetzt auf der Seite ist. Nice, okay. Second try, meine, war das? Echo des Feuerriesen. 180.000 Seelen. Er macht ein Rollkommando, Roll. Ja, so viel grün ist er nicht. Aber das war mir. Der Boss war. Der Boss war hinten aussehen. Scheiß Schleimhosen. Die erste Phase war deutlich schlimmer, finde ich. Mit seinem, ne? Mit seinem Riesenschädel oder was auch immer das für ein Ding war. Bei der zweiten Phase musst du einfach seitlich bleiben. Das habe ich auf den ersten Blick sofort gesehen, dass du einfach seitlich stehen musst. Und da war Blutungsschaden da natürlich OP. Das habt ihr hoffentlich gemerkt. Ja, okay, die hat natürlich futsch. Gibt es da jetzt keinen Ort der Gnade? Normalerweise gibt es in der Boss-Area immer einen Ort der Gnade. Danke für die GGs. Na, aber ansonsten war jetzt nicht schlecht so, aber er war jetzt auch nicht übermächtig. Ja? Er ist jetzt sau langsam. Das ist das. Aber er macht dafür schon ordentlich Schaden. So ist es fein nicht. Also 2 Hits und du bist gegrillt. So, auf der Art. Das hat der Gnade, sehr gut. Aber er ist halt, wie gesagt, wenn du da schnelle Waffen hast, jetzt gerade mit dem Blutungsbild, sage ich mal. Ich hätte abgesehen davon. Also der hat halt brutal viel rausgerissen.
Zum Schluss jetzt in der zweiten Phase. Aber ich glaube fast, trauen wir wetten. Müssen die vielleicht einmal probieren, wenn ich selber privat einmal wieder spiele. Ich glaube, dass die da, wenn ich das gemacht hätte, das glaube ich hätte unfassbar viel Schaden gemacht. Glaub ich. Aber ich war mir mit dem anderen sicherer. Aber so hat schon passt. Gehen wir mit dem Stufenaufstieg machen, mit 180.000 Runen. Kann man das eigentlich meinen? Hallo? Jetzt bei so wacht. Ja, können wir. Gehe ein wenig auf Geist, damit ich öfter den Blutungsschnetzler da machen kann. Und jetzt fällt mir gerade noch was ein, bevor ich da jetzt weitergehe. Ich habe vorher was vergessen. Da herunter. Ich kann ja mit der Rani reden. Also mit der Hexe von der Quest. Mit der kann ich reden. Möchte ich nur schnell machen. Was will ich noch schnell machen? Mit winziger Rani sprechen. Oh, a dogged fellow, aren't we? Or is it merely thy habit to talk to dolls? Fine. Fine. I hadn't expected any soul to recognize me in this guise. But now the cat is out the bag. I cannot allow thee thy freedoms. Perform for me a service as recompense. Eliminate the baleful shadows which prowl these lands. The name of Rani the Witch is already sullied by thee. I will not brook disobedience in this matter. Perform for me a service as recompense. Eliminate the baleful shadows which prowl these lands. The name of Rani will not. Okay, da kann man scheinbar noch irgendwas da. Das muss ich mir dann einmal anschauen. Das können wir dann vielleicht nächstes Mal im Stream machen. Vielleicht haben wir da noch irgendwas übersehen. Das kann natürlich auch möglich sein. Aber gut. Gehen wir nochmal daher. Da gibt es jetzt irgendwas können wir da jetzt machen. Glaube ich, denke ich. Also ich vermute einfach, dass wir da her, ich glaube, dass wir da aufhören müssen. Wie gesagt. Was sagt jetzt da? Ja, das sagt auch da oben. Ja gut, das zeigt zwar jetzt nicht zwangsweise da auf, aber ich glaube schon, dass wir da her müssen haben, weil wenn das da oben sagt, da war ein Boss, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir da her müssen. Das hat die Tunte, die uns praktisch das Pferdl gegeben hat, die hat uns ja auch gesagt, wir sollen da hergehen. Zu dem komischen Feuerdingens. Und da dieser Feuerriese war, gehe ich mal davon aus, dass man da jetzt irgendwas anstellen kann. Jetzt da bloß nicht runterfallen. Aber bisher bin ich von dem neuen Bild voll überzeugt. Also man macht schon abnormalen Schaden mit den magischen Angriffen, die man da machen kann. Vor allem, weil halt nahezu jeder Gegner gegen Blutung anfällig ist. So, jetzt ist so ein Hund oder was? Schmiede der Riesen. Oh. Okay. Spotty, Habitäre. Schönen Abend dir. Ja, was kann man da jetzt machen? Nix, oder was? Oder warum muss man da rauf, oder was? Ist da irgendwas? Hinten ist ein Ort der Gnade. Da hinten ist ein Ort der Gnade. Was haben wir da für Aussicht? Oh ja, die genießen wir mal. Mal wirken lassen. Ja, jetzt haben wir fast ganz da bei dem Baum. Ich frage mich, ob es eigentlich noch hergeht. Ich glaube, dass wir mir am höchsten Punkt des Spiels sind jetzt, tatsächlich.
Ja, und sonst? Wird da nix, oder was? Mit Melina sprechen. Die hat uns auch gesagt, dass wir da hergehen sollen. I have long observed the lands between. This world is in dire need of repair and death. Indiscriminate. Are you prepared to commit a cardinal sin? Das war aber jetzt noch nicht der Final Boss, oder? Ist da jetzt, wenn ich jetzt, für die Leute, also jetzt Ausnahmegenehmigung, für die Leute, die wo das wissen. Wenn ich jetzt da, ich bin bereit, druck, ist dann Spiel vorbei? Oder kommt da dann noch was? Wenn ich jetzt Spiel beenden darf, möchte ich vorher nur andere Orte anschauen. Nicht, dass da nämlich Essig ist mit Progress und so. Also falls das wer weiß, darf er es mir jetzt mitteilen. Ja? Ausnahme-Spoiler-Genehmigung. Weil ich bin mir jetzt da gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Aber so wie die redet, scheinen wir mir am Ende des Spiels zu sein. Mit dem hätte ich jetzt aber dann ehrlich gesagt überhaupt nicht gerechnet. Weil ich mir es ehrlich gesagt auch nicht vorstellen kann. Very well. Tell me when you are. Okay, wir kommen ja dann da jederzeit noch mit zurück. Ach, deswegen dann auch da der Ort der Gnade, okay. Ja, gut, okay. Das heißt, Freunde, also, ne? Nächster Halt. Ist dann das Gebiet. Geweihtes Schneefeld. Wo ich keinen Meter weit nicht sehe. Aber dieses Gebiet werden wir uns dann beim nächsten Mal, denke ich mal, anschauen. Beziehungsweise ich werde mich dann kurz informieren, ob es dann da auf dem Berggipfel da hinten weitergeht. Oder... Beziehungsweise, was heißt, ob es da weitergeht? Ob da das Spiel dann vorbei ist? Oder ob da noch was kommt da noch? Tatsächlich. Das ist das Einzige, über was ich mich informieren werde. Licht einschalten. Im Nebel. Ja, wahrscheinlich nicht so optimal, oder? Gut. Okay. War zauberhaft. Ja, trinken wir einen Shake, weil das schaut der in hier. Das passt eigentlich perfekt. Freunde, da machen wir nächstes Mal weiter. Okay? Ist das ein Deal? Wie gesagt, ich werde mich da kurz informieren, wenn es soweit ist. Ob das Spiel dann tatsächlich vorbei ist. Wenn nicht, dann können wir das nächstes Mal nochmal aufgreifen, was dann da passiert. Und falls das Spiel dann da vorbei ist, dann machen wir das ganz zum Schluss erst. Ja, wie gesagt, das weiß ich halt jetzt nicht. Aber so wie er die geschmatzt hat, ist da scheinbar Spielende. Da möchte man natürlich noch ein bisschen mehr Zeit lassen, ja? Weil wir haben ja immerhin noch ein komplettes Gebiet, was wir noch anschauen können, was man auch anschauen möchte. Wann machst du weiter? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Also Stand jetzt wird es am Wochenende keine Streams nicht geben, weil ich keine Zeit nicht habe. Also am Samstag, morgen kann ich nicht. Am Samstag, wenn, dann kommt eventuell Samstag an, aber das ist wahrscheinlich auch nicht der Fall, weil ich Tennis spielen muss. Und ob ich dann Sonntag Zeit habe, weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Ja, also es kann sein, dass dieses Wochenende kein Stream nicht kommt. Ja, aber das schreibe ich dann nochmal in Discord. Voraussichtlich, also Stand jetzt, was ich so sagen kann, mache ich am Montag oder am Dienstag in Elden Ring weiter. Eins von beiden. Stand jetzt. Ja. Sonntag werde ich wahrscheinlich keine Zeit nicht haben. Ich weiß noch nicht. Das passiert jetzt spontan. Warte mal, vielleicht sagt mein WhatsApp schon irgendwas. Na, kann ich leider noch nichts sagen dazu. Ich weiß es nicht. Also Stand jetzt kommt
war das heute für die Woche der letzte Stream. Es kann spontan sein, dass ich, wie gesagt, am Samstag oder am Sonntag einmal komme, wenn wir live gehen. Dann spielen wir auch Elden Ring weiter, tatsächlich. Naruto spielen wir erst nächste Woche wieder, hätte ich gesagt. Also, wenn überhaupt. Aber wie gesagt, das ist jetzt, das kann ich jetzt aktuell noch gar nicht sagen. Aber Stand jetzt werde ich erst am Montag wieder streamen. Da machen wir aber dann, wie gesagt, mit Elden Ring weiter, tatsächlich. Montag auf 4:30. Ausrufezeichen Discord an der Stelle für alle Neuen, die wo da noch nicht drauf haben. Kommt da dazu, da kriegt ihr es auf jeden Fall mit. Da könnt ihr dann auch, ja, in Anführungszeichen richten danach, wenn ich live gehe und mit was ich live gehe, sozusagen, ja. Und falls noch irgendein Neuer da ist, drück einmal den Following-Button, der kostet nämlich nichts und mir da schwer helfen. Und tut auch nicht weh. Ja? Beißen tut er auch nicht. Vielen Dank dafür. So. Haben wir doch relativ gut vorangekommen auf das hier. Wie gesagt, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht mit dem Boss gerechnet, dass da so ein Riese auf uns wartet. Aber wie gesagt, der war jetzt auch nicht so extrem schlimm. Wie gesagt, der war halt, er macht zwar Damage des Todes, aber er ist halt langsam wie Sau. Und das war halt im Endeffekt, ja, der Vorteil für mich mit den Katanas. Genau. So, Freunde der Sonne. Ihr wisst Bescheid. Wenn ich live gehe, sagt es dann eh. Beziehungsweise, wie gesagt, ich schreibe es dann in Discord, sobald ich was weiß. Aber Stand jetzt, nächster Stream erst am Montag wieder. Ja? In diesem Sinne, ja, sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht. Heute war es tatsächlich echt wirklich, was Elden Ring angeht. War es gar nicht so schlimm. Ich habe mir schlimmer vorgestellt. Der neue Blutungsbild gefällt mir äußerst gut. Mit dem werden wir erst einmal weiter tun. Ja. Ansonsten schicke ich jetzt dann zur Fichterli weiter. Die spielt Orient the Blind Forest. Das ist die Spiel, wo ich einmal abgebrochen habe. Die stellt sich da bestimmt ein bisschen geschickter an wie ich. Genau. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Donnerstagabend. Einen schönen Start ins Wochenende, sollten wir uns nicht mehr hören. Und vor allem auch ein schönes Wochenende, wenn wir uns nicht mehr hören daten. Und dann hören wir uns spätestens nächste Woche wieder, ja. Der haben wir dann weiter mit tatsächlich Elden Ring. Weil ich glaube, dass jetzt schon Start gut wird, die ganze Geschichte. Genau, in diesem Sinne, viel Spaß bei der Mrs. Fichterli und Orient the Blind Forest. Ich bin für heute raus. Viert euch, macht's einen ganz schönen Abend und bis bald. Und bleibt gesund. Ja? Ganz wichtig. Viert euch.